Das Zweite: In der jüdisch-christlichen Tradition ist eine Ethik enthalten in den 10 Geboten, in den Seligpreisungen, in der Tugendlehre, die zur Beachtung von Geboten und Verboten nicht nur im kirchlichen, sondern auch im staatlichen Bereich erzieht. Christlich geprägte Menschen werden insofern im Rechtsstaat mit größerer Wahrscheinlichkeit pflichtbewusste und gesetzestreue Bürger sein. Ich sage bewusst mit größerer Wahrscheinlichkeit. Es geht also nicht darum, hier jetzt einem konfessionslosen Mitbürger schon mit einem Misstrauen zu begegnen und zu sagen, also konfessionslos kann man nicht vorsichtig genug sein. Sondern es geht darum, was passiert, wenn eine ganze Gesellschaft den Anker richtet, den das Grundgesetz in der Präambel mit der Verantwortung vor Gott geworfen hat. Die Fragen, die wir getestet haben, bezogen sich zunächst mal auf den zivilen Ungehorsam, also Straßenblockaden, Fabrikbesetzungen, Umsägen von Strommasten, also alles das, was so lange Zeit propagiert wurde an zivilem Ungehorsam, begrenzte Regelverletzungen, Gewalt gegen Sachen. Das Ergebnis war, dass die kirchennahen Bürger zu 20% häufiger als die anderen gesagt haben, das darf man auf keinen Fall tun. Sie haben sich also deutlich stärker für den Gesetzesgehorsam ausgesprochen und für legale Protestmethoden, denn man kann nicht sagen, dass sie weniger bereit wären zu Demonstrationen. Also es ist nicht einfach nur so eine staatsbürgerliche Passivität, die dahinter steht. Dann haben wir in dem zweiten Schritt untersucht, wie es denn mit den Delikten der Alltagskriminalität aussieht. Steuerhinterziehung, Versicherungsbetrug, Schwarzfahren, einen Schaden an einem parkenden Auto, den man verursacht hat, nicht zu melden, ein Auto, was einem nicht gehört, für eine Spritztour zu benutzen, Geld behalten, was man gefunden hat. Also alle eher so diese heimlichen Dinge. Und hier wieder das gleiche Muster, die kirchennahen Christen, 20% häufiger als die anderen mit der Antwort, das darf man auf keinen Fall tun. Wenn Sie dann nicht juristisch relevante moralische Normen nehmen, die mehr so das menschliche Zusammenleben betreffen, wie auch mal verzichten können, anderen vergeben, Dankbarkeit zeigen, höflich zu anderen sein, fand Gerhard Schmidtchen in einer Jugendstudie heraus, dass sich die kirchlich gebundenen Jugendlichen diese Verhaltensmaximen im Durchschnitt zu 16% häufiger zu eigen machten als die nicht kirchlich gebundenen. Dann stellte Allensbach noch eine grundlegendere Frage, nämlich: Was glauben Sie, gibt es eigentlich klare Maßstäbe für Gut und Böse, die immer für jedermann gelten? Oder ist das, was Gut und Böse ist, immer abhängig von den gegebenen Umständen? Kirchennahe Katholiken wählen zu 56% die Antwort, es gibt klare Maßstäbe für Gut und Böse, die immer für jedermann gelten. Konfessionslosen Bürger zu 30%. Das ist das Verhältnis genau umgekehrt. Die sind mehrheitlich der Meinung, was Gut und Böse ist, hängt immer von den gegebenen Umständen ab. Hier gibt es übrigens auch eine gewisse konfessionelle Differenz in diesem katholischen Normenoptimismus. Die Katholiken haben ja auch Päpste, die immer gegen den Relativismus gepredigt haben in den letzten Jahrzehnten. Aber wahrscheinlich ist es noch tiefer liegender in der konfessionellen Mentalität verankert. Hier bei diesem Thema waren die Protestanten also so zwischen den Konfessionslosen und den kirchennahen Katholiken angesiedelt. Wenn man jetzt mal von diesen empirischen Befunden absieht und fragt sich mal spieltheoretisch, wie funktioniert das Regelsystem einer Gesellschaft, die sich noch auf gemeinsame Regeln einigen konnte. Wenn wir also das Begründungsproblem schon gelöst haben und haben jetzt allgemein anerkannte moralische Normen, dann gibt es für den Einzelnen in einer unbeobachteten Situation 3 Handlungsmöglichkeiten. Er kann unbedingt moralisch, bedingt moralisch und unmoralisch handeln. Unbedingt moralisch würde heißen, er hält sich an die Regeln, unabhängig von den Belohnungs- und Bestrafungsfolgen, die das haben kann. Und wenn er jetzt gerade unbeobachtet ist und es ihm eigentlich nützen würde, die Regel zu brechen, wird er sie trotzdem einhalten aus reiner Achtung vor dem Gesetz. Also dem kategorischen Imperativ folgend, aus höherer Einsicht, Regelgehorsam, unabhängig von empirischen Nutzenerwägungen. Eine relativ unwahrscheinliche Verhaltensweise, wenn man bedenkt,
dass auch derjenige, der also kognitiv, intellektuell einsieht, wie man eigentlich handeln müsste, durch seine Affekte, durch seine Triebe, durch seine Interessen davon abgehalten werden kann. Pursuit of Happiness und ein Leben in höchster Sittlichkeit sind eben nicht deckungsgleich, nach unserer Erfahrung. Die zweite Gruppe sagt, ich bin bereit, mich an die Regeln zu halten, wenn die anderen es auch tun. Ich werde mich aber nicht mehr an die Regeln halten, wenn ich den Eindruck habe, die anderen tun es auch nicht. Eigentlich ein ganz vernünftiges, rationales Kalkül, so von der Vertragstheorie des Staates her auch gedacht, nicht? Also Einigungsvertrag, Unterwerfungsvertrag, und wenn dann einige dann noch machen, was sie wollen, dann erlischt irgendwann auch mal die Verantwortung der anderen. Das nennt man auch das sogenannte Isolationsparadox. Man will sich eigentlich an die Regeln halten, aber da in der anonymen Massengesellschaft man jetzt nicht weiß, was machen die anderen, was weiß ich denn, ob der andere die Steuer betrügt oder nicht, werde ich es dann vielleicht auch tun. Und das Problem ist da, die Medien, die immer über die Regelverstöße berichten, kann natürlich der Eindruck erweckt werden, die anderen tun es nicht. Und die dritte Stufe ist die zu sagen, am besten ist, wenn sich alle an die Regeln halten, und am allerbesten, wenn sich alle, nur nicht ich, an die Regeln halten. Das ist die Schwarzfahrerdevise und auch die wächst mit der Anonymität der großen Zahl. Was ist jetzt die Rolle der Religion? Für den Gläubigen, der Überzeugung ist, dass dem Guten auf jeden Fall gedient werden muss und dass er sich für sein Handeln, für alles auch, was Menschen nicht gesehen haben, vor einer überirdischen Rechtfertigungsinstanz wird eines Tages verantworten müssen. Für den Gläubigen fallen konsequent zu Ende gedacht die Pursuit of Happiness und das Leben in hoher Sittlichkeit doch zusammen. Das heißt, aus der Religion erwächst eine Motivation im demokratischen Rechtsstaat, sage ich jetzt mal hinzu. Diese, wenn das ganze System also im ethischen Sinne auch aus der christlichen Sicht ein gutes, relativ gutes ist, aus dem Glauben erwächst zunächst mal hier eine zusätzliche Motivation, die Regeln zu beachten. Auf der zweiten Stufe hat der Glaube auch eine Funktion, denn wenn Sie für die Menschen fragen, glauben Sie, dass es mehr gutwillige oder mehr böswillige Menschen gibt, dann stellen Sie bei den kirchlich Gebundenen fest, dass die so 10 bis 15% häufiger der Meinung sind, dass es mehr gutwillige Menschen gibt. Oder wenn Sie fragen, glauben Sie, dass man den meisten Menschen vertrauen kann, oder kann man nicht vorsichtig genug sein? So eine Allensbacher Frage. Dann sagen die Gläubigen zu 10 bis 15% auch wieder, man kann den meisten Menschen schon vertrauen. Und das heißt auf der zweiten Stufe des Modells, dass dann also man auch eher der Meinung ist, naja, die anderen werden auch sich schon so an die Regeln halten, dann tun es vielleicht auch mal. Dostojewski hat die Gefahr einer Ethikauflösung bei Glaubensverlust in den drastischen Satz zugespitzt: Wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles erlaubt. Philosophen gehen dann immer durch die Decke. Ich habe schon heftige Diskussionen gehabt. Aber wenn ich mir so die empirischen Daten anschaue und meine psychologischen Kenntnisse bemühe, dann muss ich sagen, erscheint mir das doch durchaus plausibel. Keine Sorge, die anderen Punkte gehen jetzt schneller.